Also in Richtung Psychosomatik würde mich noch sehr interessieren, was über Magersucht zu hören. Da habe ich bisher auch noch was über Familiendynamik gehört, wie das etwa der Helm Stierlen in Heidelberg macht. Gibt es da auch von Ihrem Ansatz eine Theorie dazu? Ja, also ich hatte immer Probleme mit der Psychosomatik in dem üblichen Sinne, wo es handelt sich um sehr, sehr schwere Störungen, also Magengeschwüre und Colitis ulcerosa und Psoriase, also fantastische Hautentzündungen und so weiter. Ich hatte immer sehr schwere Probleme, wenn ich darüber also in dem psychoanalytischen Sinne denke. Das heißt, wir haben etwas gesehen, das wir nicht sehen sollten. Ja, so die Probleme auf der Ebene Beobachtung von sexuellem Verkehr der Eltern oder sowas. Ja, und man hat etwas gesehen, man hat jemandem etwas gesagt und so weiter. Und wir haben davon also diese schwere Störungen, physiologische Störungen gemacht. Das machte wenig Sinn. Aber als ich dann mit LSD arbeitete und mit dem Atmen, ich sah, was für ungeheure bioenergetische Energien da gibt, also in den Körper, zum Beispiel von der Geburt. Das hat schon Reich gesagt und gesehen. Ja? Er dachte, dass das wirklich angestaute Libido ist von Situationen, wo wir einen vollen Orgasmus hatten. Also das ist noch nicht ganz befriedigend, aber wenn man etwas wie Geburt in Betracht nimmt, das sind Stunden von ungeheuren Stress und so weiter, wenn etwas solches also in den Körper gesteigert ist, das kann dann wirklich allerlei Probleme schaffen. Und dann sehe ich das, also die notwendige Anlage und dann das Biografische natürlich, das ist noch immer dort als etwas Wichtiges, aber das ist vielmehr Bedingung für Entwicklung von solchen Problemen. Also die Probleme, die postnatalen Probleme, die konnten das an und für sich selbst also nicht machen. Man findet spezifische biografische Situationen auch. Also es ging mir ja bei mir selber so, dass ich das Gefühl hatte, das, was Sie über Depression schreiben, hat viel mehr damit zu tun, als das, was ich in der Analyse gehört habe. Und mich hat das jetzt speziell nochmal im Fall der Magersucht interessiert. Haben Sie da auch so eine spezifische Zuordnung, wie Sie zum Beispiel bei der Depression sagen, das ist die zweite perinatale Matrix. Also haben Sie bei der Magersucht auch eine relativ klare Theorie, womit das zusammenhängt? Also das heißt Anorexia und Anorexia in Verbindung mit Bulimie auch. Ja, ich meine eigentlich diese Kombination. Das ist etwas sehr Häufiges heutzutage. Ja. Ist das auch oft in Europa? Also mich interessiert es deshalb, weil es das bei mir auch in der näheren Verwandtschaft gegeben hat. Ja, da findet man sehr oft, das ist sehr oft natürlich in Frauen, klar. Man findet dann sehr oft auf der biografischen Ebene findet man sehr oft also Widerstand gegen Erwachsenen, gegen reif zu werden, also Frau zu werden. Man möchte nicht also reifen, man möchte ein kleines Mädchen bleiben. Damit hat sich sehr viel Marion Woodman beschäftigt. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt The Owl was the Baker's Daughter. Sie beschäftigt sich auch mit Ophelia aus Hamlet und so weiter. Das ist eine jungische Analyse. Also man findet solche Sachen. Dann auf der perinatalen und früh-postnatalen Ebene, dort findet man eine Tendenz, also starke Erfahrungen zu hemmen mit dem Essen, also sich zu gründen sozusagen. Und dann ist noch eine Kombination von Stauung und befreiendes Ausspucken. Das ist auch eine Art von Geburt dort. Ja? Dass etwas, das da angestaut ist, das befreit wird. Aber es geht nicht tief genug, um etwas wirklich zu ändern. Also man wird es immer wiederholen. Es kommen unangenehme Gefühle, man wird essen, man wird sich ein bisschen gründen, man wird sie wenig unangenehm erfahren und dann macht man das also zu einem gewissen Punkt und dann wird man wieder erbrechen.
ist also dann kompliziert mit dem Essen, dass wir dann auf einer Seite Verdrängung von Gefühlen. Viele Leute essen, wenn sie nicht fühlen wollen. Nicht wahr? Und dann auch das, was ich an dem ersten Dia zeigte für mich selbst, das war, wenn man isst, dann isst man nicht in den Geburtskanal. Also, das ist schon das ist wie magische Beschwörung. Man macht Sachen, die dem Oralen gehören, dem Postnatalen gehören, und man möchte also sich dadurch von dem Perinatalen entfernen. Also man macht allerlei Sachen, die man macht, wenn man schon geboren ist. Also Essen und durch Essen auch Liebe und Mutter ist da und so weiter. Alle diese Sachen. Also es gibt immer solche Vorgänge dort. Gibt es auch eine Verbindung zu einer bestimmten Matrix, so wie man das bei der Depression ja jetzt wohl sehr eindeutig zuordnen kann? Also ich glaube, es hat viel mehr mit dem Übergang zu tun. Also von der dritten zu der vierten. Ja? Das schwingt zwischen dem Perinatalen und dem Oralen. Und es gibt dann natürlich auch gewisse, wenn man daran arbeitet, dann kommen auch transpersonale Wurzeln dazu. Ich habe Leute gesehen, die sich mit allerlei Tieren dann identifizieren, wo es sich um Essen handelt und Ausspucken und so weiter. Das ist schon primitive phylogenetische Matrizen dort und manchmal archetypisches Material, das man erfahren muss und so weiter. Es ist nicht nur dynamisch oder veränderbar. Wir werden nun hoffentlich also jährliche Konferenzen haben von den Leuten, die mit Holotropen Atmen arbeiten. Und dort wird man also Vorträge machen. Leute, die sich mit einem gewissen Problem beschäftigen, werden dort kommen und berichten. Wir hoffen, dass wir eine Situation schaffen von viel Austausch von Informationen. Es gibt nun über 200 Leute, die schon das Training haben. Und die arbeiten also in verschiedenen Teilen der Welt und die machen Beobachtungen, aber diese stehen nicht den anderen zur Verfügung. Also wir haben nicht genug Kontakt, ja, Netzwerk, nicht wahr? Sodass wir genug wissen, was Leute beobachtet haben, was sie gefunden haben, was sich geändert hat in Verbindung mit Werten, Erfahrungen. Also ich spreche meistens nur von meinen eigenen Erfahrungen, das ist natürlich limitiert. Okay, ich möchte nur ein bisschen darüber sagen, das ist also die Situation von Asthma, das haben wir schon besprochen. Solche Situationen wie zum Beispiel Stress, man denkt über Stress meistens als etwas, das Situation auf die Antwort auf die gegenwärtige Situation ist. Das heißt, ein Manager hat sehr viel Verantwortlichkeit, sehr viel Arbeit, ist unter sehr vielem Stress und so weiter. Wenn man dann mit geänderten Bewusstseinszuständen arbeitet, wird man finden, dass man allerlei stressvolle Prägungen hat, also in dem System. Das sind Situationen noch aus der Pubertät und Situationen aus der Kindheit und Geburt und so weiter. Also das ist wie ein Schneeball. Es gibt Schichten von Stress, die in unserem System also gespeichert sind. Und das Gegenwärtige, das ist nur der letzte Tropfen sozusagen. Und wenn man wirklich daran arbeitet, dann muss man alle diese Schichten also dann durcharbeiten. Also man muss sich von Stress schneller befreien, als man das erzeugt, also durch die Lebenssituation. Dann auch solche Sachen wie hoher Blutdruck und so weiter, das ist nicht nur etwas, das mit der Gegenwart zu tun hat, das ist auch ein Ausdruck also dieses allgemeinen Stresses, dieser vielschichtigen, dynamischen Strukturen, die wir tragen. Noch etwas, das da ganz interessant ist, das ist Psoriase, Schuppenflechte.
Das ist auch allgemein als eine psychosomatische Krankheit betrachtet. Und das hat eine sehr, sehr interessante Lokalisierung. Das kommt auf der Stirn, auf den Kopf, auf den Rücken und dann auf den Ellbogen und auf den Knien. Und das ist interessant, darüber zu denken, dass das die Situation ist, in der Gebärmutter. Das sind die Kontaktflächen, wo der Konflikt der Energie passiert. Und das kann man ganz, ganz üblich sehen, dass starke Erfahrungen von Geburt und Tod und Wiedergeburt, das hat sehr tiefen Eindruck auf diese Situation. Das hat wirklich ganz spezifisch was mit Geburt zu tun. Okay, wie viel Zeit haben wir für die Spiritual Emergency? Knapp eine Stunde. Eine Stunde. Also wie sollen wir das machen? Ich habe schon gesagt, das ist also etwas, mit dem wir uns sehr viel beschäftigen. Heute haben wir diese 2 Bücher geschrieben, das Lesebuch und auch unser eigenes Buch, die stürmische Suche nach dem Selbst. Und das sind alles also logische Schlussfolgerungen aus der Arbeit mit psychedelischen Drogen und auch mit dem Atmen. Ja. In den Psychosen haben wir 2 große Probleme mit psychologischer Deutung. Es gibt also 2 Bewegungen in der Psychiatrie. Das ist die biologische, die organische Schule, also die denkt, dass das Wichtigste da ist, also eine gewisse biologische Abweichung zu finden und dass das alles andere also ganz automatisch davon abgeleitet werden kann. Und das Wichtigste ist, etwas zu finden, sodass man den Zustand unterdrücken kann. Und das kann man alles biologisch machen. Man muss sich wirklich mit der Psychologie befassen. Und es ist auch also wenigstens überflüssig, sich mit Psychologie der Psychotiker zu beschäftigen. Und manchmal sagt man, dass das auch sehr harmvoll ist. Ja, dass man sie wirklich also ihre Aufmerksamkeit auf dem Alltäglichen also halten soll und dass sie sich nicht also mit psychologischer Analyse beschäftigen soll. Das ist also eine extreme Anstrengung. Das ist alles ein medizinisches Problem, ein biologisches Problem. Ob man wirklich nichts Spezifisches gefunden hat, man sollte das als Krankheit von unbekannter Ätiologie auffassen und sich nicht zu viel mit der Psychologie beschäftigen. Und dann haben wir die psychologische Schulen, die also probiert haben, also den Inhalt zu verstehen und auch den Vorgang selbst und dann auch psychologische Eingriffe zu benutzen als Therapie, also psychologische Alternativen zu der biologischen Therapie. Und das ist also mit Freud selbst begonnen, also mit dem Fall von Schreber, nicht wahr? Das war ein Justizjudge. Der hatte einen Fall von Paranoia und Freud hat probiert, das zu interpretieren. Es gab Viktor Kaus, der hat eine Arbeit über die Influence geschrieben, also die Maschine, nicht wahr, die paranoiden Patienten erfahren als etwas, das sie beeinflusst, sie beeinflussende Maschinen. Ja. Und er hat gezeigt in dieser Analyse, dass man das so verstehen kann, dass die beeinflussende Maschine wirklich der Körper der Mutter ist. Er hat sehr viel Beweise von der klinischen Arbeit gebracht, auch aus der Kulturgeschichte, aus Ägypten und so weiter. Er dachte aber über den Körper der stillenden Mutter. Das ist alles postnatal. Und es gab andere Theorien, die
Also probieren, das Psychotische aus dem Postnatalen zu erklären. Und diese Versuche waren nicht viel überzeugend. Es ist da etwas ganz Oberflächliches und nicht Überzeugendes in diesen Deutungen. Es gibt also zwei wichtige Probleme da. Das erste Problem ist die Intensität der Emotionen, die wir in den psychotischen Patienten sehen. Also das sind ungeheure Wutanfälle, Aggressionen. Es ist möglich, also zu töten in einem solchen Zustand oder sich zu verstümmeln und so weiter. Die Intensität der Schuldgefühle, die Intensität der Angst. Man hat das Gefühl, dass die ganze Welt zugrunde geht, ungeheure Menge von Angst und so weiter. Und das alles macht wenig Sinn, also wenn man das auf die Gefühle eines kleinen Kindes bezieht, das allein ist oder nicht genug zu essen hat oder sowas. Das ist also irgendwie it is not commensurate. Wir sprechen da nicht über zwei Situationen, die mit demselben Maßstab also gemessen werden können. Ja, das ist ein ungeheurer Unterschied zwischen diesen zwei Situationen. Also das erste, das ist die Intensität der Emotionen und das zweite ist der Inhalt der Erfahrung. Die fantastischen Inhalte, da erscheinen mythologische Figuren aus verschiedenen Kulturen und Dämonen und apokalyptische Bilder und so weiter und Engel und Höllen und Himmel und Szenen aus früheren Inkarnationen und so weiter. Und das scheint also in dem Rahmen, in dem Modell, im postnatalen Modell, das wir haben, das scheint also zu fantastisch zu sein, als das als Erscheinungen also der kindlichen Psyche zu betrachten. Es handelt sich um andere Planeten und so weiter, UFO und so weiter. Und da hat man dann die organische Auffassung, nicht wahr? Für diejenigen, die das Gefühl haben, dass man das nicht psychologisch verstehen kann, also gewiss nicht aus der Kindheit. Und die Idee ist, dass das so fantastisch ist, so bizarr, was da passiert, dass da etwas mit dem Gehirn geschehen müsste. Also es gibt eine exotische Pathologie da, die das alles erzeugt. Das ist aber ein Cop-out. Das ist eine Ausweitung des Problems. Also die Idee, dass irgendwo etwas in dem Gehirn passiert und die ganze Mythologie und das alles wird irgendwo als zufällige Variationen aus den Inhalten in dem Gehirn auftreten. Zum Beispiel John Perry hat sich sehr viel mit den ersten psychotischen Schüben beschäftigt und er hat gefunden, dass in vielen Fällen die Patienten ganz gewisse Erfahrungen haben. Er ist ein Jungianer, also er spricht über archetypische Situationen. Also zum Beispiel dieser Patient hat das Gefühl, dass er auf einmal in der Mitte des kosmischen Geschehens ist. Das alles, was im Kosmos passiert, hat etwas also mit ihm oder mit ihr zu tun. Und es gibt eine kosmische Schlacht da zwischen den Kräften des Bösen und des Guten. Und es handelt sich um Tod und Opfer und Wiedergeburt. Und es gibt da eine heilige Heirat, Hieros Gamos, und ein wirkliches Kind ist geboren und so weiter. Es ist möglich, dass man Umtausch der Sexualität da erfährt, dass ein Mann zu einer Frau wird, eine Frau zu einem Mann und so weiter. Also es gibt ganz spezifische Themen da. Und Perry hat das beschrieben und er hat ganz fantastische Kenntnis von der menschlichen Geschichte. Und es wurde ihm klar, dass das auch die Themen sind, die, habe ich schon darüber erzählt? Diese Bilder.
dass das Themen sind, die in der menschlichen Geschichte zu einer ganz gewissen Zeit erscheinen. Und er nennt diese Periode, also die Periode des inkarnierten Mythos oder Archetypus. Das ist eine gewisse Periode in der Geschichte jeder großen Kultur, wo die Kultur den König als Inkarnation des Gottes betrachtet. Das sind zum Beispiel die ägyptischen Pharaonen. Die waren wirklich als Götter angesehen. Das sind Götter, die also auf der Erde leben. Die römischen Kaiser zum Beispiel und die indischen Könige, die Könige von Israel, von den Hittiten und so weiter. In Japan, in China, unter den Inkas. Ja, die Inka, die waren auch als Götter angesehen. Und in allen diesen Kulturen, ganz unabhängig, zur Zeit des inkarnierten Vitus, gab es Neujahrfestivale und ein rituelles Drama, ein Theater, wo man also genau dieselben Themen also auf der Bühne zeigte. Also es hatte mit dem King zu tun, der also ein Gott war und der geht also durch. Es gibt eine kosmische Schlacht da, der King wird getötet und wiedergeboren und es gibt eine heilige Heirat und ein königliches Kind wird geboren und dann es hat auch mit Quadraten und mit Kreisen zu tun. Zum Beispiel in Babylon war das so, wie man das dann die Sikurate dafür bildete und so weiter. Das ist dann ein Schema des ganzen Kosmos und dann wird man zeigen, dass eine ganz neue Gesellschaft, erneute Gesellschaft entsteht und das alles hat mit Fertilität zu tun und mit Fortsetzen des Lebens in der Welt und so weiter. Und das haben alle diese Kulturen gespielt. Und was passiert also in den sogenannten psychotischen Schüben, ist, dass ganz ähnliche Szenen also aus dem Unbewussten kommen und die Leute werden das erleben. Das ist wirklich ein sehr, sehr starker Argument dagegen, dass es sich da bloß um eine Phantasmagorie handelt, die also durch eine Art von exotischer Gehirnpathologie hervorgeht. Das ist etwas, das ganz klar mit der Geschichte der Menschheit zu tun hat, in einer gewissen Stufe der Bewusstseinsentwicklung, dem Individuationprozess. Das war die erste wirkliche Individualität in der Geschichte der Menschheit. Das waren diese Gottkönige. Also Perry hat sich sehr viel damit beschäftigt. Und natürlich die biografische Interpretation kann das wirklich nicht erklären. Das sind Formen, die also weit gegenüber der Biografie liegen. Was da wichtig war in der Geschichte der psychologischen Psychiatrie, war zuerst Rand, war Otto Rand, der hat nun das Geburtsdrama gebracht und das konnte wenigstens also die starken Emotionen erklären. Das war eine Situation auf ungeheurem Stress. Man kannte das also sehr, sehr starke Angstzustände erklären. Ja. Nicht so, wie er das formulierte. Er hat sich sehr wenig mit der Passage beschäftigt, wie wir darüber sprachen. Aber die Tatsache der Geburt als Faktor in der Psychologie. Ja. Es ist eine sehr, sehr intensive Situation von vielen Stunden, wo Leben bedroht wird. Und man kann dadurch also starke Ängste erfahren, starke Aggressionen, Gefühle, dass alles zugrunde geht und so weiter. Und das ist der erste Schritt in wirklicher psychologischen Deutung der Psychosen. Und dann der nächste Schritt, das war Carl Gustav Jung, also die Auffassung des kollektiven Unbewussten, die Existenz der Archetypen, dessen, dass die Psyche also auf der tiefen Ebene in mythologischen Strukturen arbeitet und so weiter. Und auf einmal haben wir einen gewissen Rahmen für diese Inhalte, für diese exotischen Inhalte, über die wir
sprechen. Also dann muss die Deutung der Psychosen wirklich nicht die Inhalte erklären. Die sind da, die gehören der menschlichen Psyche, einer tiefen Ebene der menschlichen Psyche. Aber sie werden nicht im Alltag auftauchen, nur in gewissen Situationen. Aber die gehören zu uns, die gehören zu der menschlichen Psyche. Und dann haben wir also eine tiefenpsychologische Auffassung von Psychosen, die viel überzeugender ist als die sich auch an die Biografie limitiert. Das heißt, es gibt auch um die Geburt und es gibt dann also um das ganze kollektive Unbewusste. Das sind also Äußerungen, die aus dem kollektiven Unbewussten kommen. Dann haben wir noch ein sehr wichtiges Problem und das heißt, wenn solche Inhalte auftauchen, ist das wirklich ein Problem? Ist das nur eine Störung oder gibt es da etwas Positives? Werden solche Erfahrungen also eine heilende Wirkung auf die Leute haben? Werden Leute dadurch also Persönlichkeitswandlung erfahren? Hat das etwas mit Bewusstseinsentwicklung zu tun und so weiter? Und das hat dann sehr viel also mit der psychedelischen Arbeit, mit der Holotropenarbeit zu tun. Da sehen wir, dass in ähnlichen Zuständen, die dann künstlich hervorgerufen werden, also durch Atmen oder durch Psychopharmaka, dass ähnliche Zustände wirklich also nutzbar sein können für Leute. Dass Leute also davon etwas kriegen können, dass sie diese Erfahrungen, wenn sie unter guten Umständen passieren, mit Unterstützung, dass sie wirklich therapeutisch sein können, dass sie zur Persönlichkeitswandlung führen, dass auch viele Leute etwas erfahren, das sie als Bewusstseinsentwicklung erfahren. Und dann ist natürlich nur ein Schritt davon zu einer solchen Einstellung, dass man auch mit spontanen Zuständen von ähnlicher Art, also auf dieselbe Weise arbeitet. Dass man also Vertrauen hat, dass auch diese spontanen Zustände dieselben Möglichkeiten haben, wie diese künstlich hervorgerufenen Zustände in den Holotropensitzungen oder in den LSD-Sitzungen. Das ist die Auffassung dann von Spiritual Emergencies. Das heißt, dass wenigstens eine Untergruppe von sogenannten psychotischen Zuständen also positives Potenzial haben. Dass wenn man sie richtig versteht, wenn man Leute unterstützt, wenn man sie führt durch die Zustände, dass sie also benefitieren können von diesen Zuständen. Und dann haben wir das Problem, nicht wahr, der Unterscheidung. Also was für Zustände sind Zustände, mit denen man arbeiten kann und was für Zustände sollte man noch immer pauschal unterdrücken. Wie sieht denn solche Unterstützung aus? Wenn man Die Unterscheidung. Wo sagt man das nicht? Okay, was kommt erst? Arbeit oder Unterscheidung? Sagen wir Unterscheidung, okay, das war eine frühere Frage. Also wir haben jemanden, der oder die in einem geänderten Bewusstseinszustand sind. Die haben Wahrnehmungsstörungen, also Visionen und so weiter. Die haben starke Emotionen. Die haben auch allerlei physische Symptome. Also die haben Gefühle von Sterben oder Ersticken oder Schmerzen oder Übelkeitsgefühle oder sowas. Ja? Dann der erste Schritt muss gute medizinische Untersuchung sein. Wir wollen nicht also eine Situation übersehen, wo Leute halluzinieren, weil es sich um Uremie handelt oder sowas. Wenn man genug Erfahrung hat, wird man das auch klinisch also differenzieren können, sodass das
was organisch bedingt ist, hat typisch also ganz, ganz andere Manifestierungen. Ja? Das sind dann triviale Delirien, da gibt es Verwirrung, da gibt es Desorientierung, es gibt nicht diese Kohärenz in den Erfahrungen und so weiter. Also auch wenn man Erfahrung hat, ist es sehr wichtig, also gute medizinische Untersuchungen zu haben, sodass wir wissen, dass da nicht etwas wirklich Organisches besteht, das heißt etwas, das wir mit jetzigen Untersuchungsmethoden diagnostizieren können und mit den gegenwärtigen Behandlungsmethoden, also therapeutisch bewerten können. Dann sprechen wir so über organische Psychosen. Wir wollen ausschließen, dass da eine organische Psychose besteht. Und dann haben wir eine ganze Gruppe von Erfahrungen, die noch immer als psychotisch bezeichnet werden, traditionell, wo man aber keinen spezifischen medizinischen Befund hat. Man spricht noch immer über Krankheiten, Geisteskrankheiten, Psychosen. Das sind Krankheiten ohne bekannte Ätiologie, Krankheiten von unbekannter Ätiologie. Es wäre besser zu sagen, das sind Zustände, die wir nicht verstehen. Das macht man nicht in der Medizin. Man hat allerlei Ausdrücke für die Sachen, die wir nicht verstehen. Also, wenn wir Epilepsie haben nach einem Trauma, wir sagen posttraumatische Epilepsie. Wenn wir nichts finden, wir sagen idiopathische Epilepsie oder essentielle Epilepsie oder sowas. Wir haben einen schönen Namen dafür. Wir wollen nicht sagen, eine Epilepsie, die wir nicht verstehen. Also dann haben wir diese Zustände, wo wir nichts Medizinisches finden und wir wollen also dann eine Entscheidung machen, wie man mit ihnen arbeiten soll. Soll man das unterdrücken, wie man das üblich macht, oder ist es möglich, mit ihnen zu arbeiten? Es ist im Prinzip unmöglich, das zu beantworten, was Leute oft fragen. Was ist der Unterschied zwischen Psychose und Spiritual Emergency? Dann musste man zuerst definieren, was Psychose ist. Und wir haben wirklich nicht eine medizinische Diagnose von Psychose. Wir haben nicht eine Laboruntersuchung, die uns ganz klar sagt, das ist Psychose und das ist nicht Psychose. Und wenn das nicht definiert ist, kann man nicht etwas anderes damit vergleichen. Und das, was da praktisch wichtig ist, was für Kriterien zeigen uns, dass eine gewisse Person, die geänderten Bewusstseinszustand erfährt, wohl sehr gut auf die alternativen Techniken also beantworten wird. Das heißt, direkte Arbeit mit Symptomen und nicht Unterdrückung von Symptomen. Das erste dann ist wir können sagen, die Landkarte der Erfahrung, das heißt der Inhalt der Erfahrungen. Wir haben da über eine Landkarte gesprochen, also die Topografie des Unbewussten. Wenn wir zum Beispiel sehr viele Jahre von Erfahrungen haben mit der Atemarbeit, wir haben ein Gefühl dafür, was da in einer Durchschnittsgruppe passieren kann. Also dass sich gewisse Leute mit Christus identifizieren und dann ich am Kreuz erfahren und gekreuzigt werden, dass andere Leute Reinkarnationserfahrungen haben und dass andere Leute die Erfahrungen von Sterben und geboren werden haben. Also wenn wir eine Person sehen, die solche Erfahrungen hat, dann fühlen wir uns ganz zu Hause. Das ist etwas, das wir vielmal gesehen haben. Wir haben das selbst erfahren und wir wissen, dass es möglich ist, durchzukommen und sich besser fühlen nach solchen Erfahrungen. Also das ist dann einer der Kriterien, dass es wohl möglich ist, also mit solchen Leuten zu arbeiten. Es ist üblich ganz möglich, Kontakt zu machen. Man wird also von Erfahrung zu Erfahrung sprechen. Man wird das identifizieren, worüber Sie sprechen. Man kann sich damit darin einfühlen und so weiter, wenn man die Erfahrungen hatte. Wenn es etwas ist, das zu der Landkarte der holotropischen Zustände gehört, dann ist das eine Indikation, dass da wirklich Hoffnung gibt, dass wir
arbeiten können. Es handelt sich um etwas, das die Leute auch als etwas Spirituelles erfahren, zum Beispiel wissen, dass es sich um spirituelle Öffnung handelt. Es ist wohl in einem spirituellen Rahmen passiert. Sie spielten mit tibetanischen, psychoenergetischen Übungen und so weiter. Und auf einmal hat sich was geöffnet und sie haben diese Erfahrungen. Sie hatten diese ganze Einstellung. Sie waren schon auf dem spirituellen Weg. Sie haben meditiert, sehr viel meditiert und so weiter. Also das ist das Erste, das ist der Inhalt der Erfahrungen. Das Zweite ist etwas, das man als etwas wie Erlebnisstil und Einstellung also bezeichnen kann. Das heißt Einstellung der Person zu den inneren Erfahrungen. Und ich werde ein Beispiel aus unserem Buch geben. Ein Klient kommt zum Beispiel oder eine Klientin und sagt, also seit 3 Monaten habe ich diese seltsame Erfahrung, es gibt ungeheure Energien in meinem Körper und es also fließt durch meine Rückenmark, das alles kommt im Kopf und ich sehe Lichter, es gibt sehr viel Schütteln, ich kann das nicht kontrollieren. Ich kriege Bilder, die also von anderen Kulturen zu kommen scheinen. Ich habe das Gefühl, dass ich früher lebte irgendwo und so weiter, dass es Verbindungen gibt zwischen dem Leben und dem gegenwärtigen Leben. Ich sehe mythologische Figuren, also Bilder von Göttern oder Dämonen oder sowas. Haben Sie über etwas solches gehört? Bin ich verrückt? Was passiert da? Ja? Also das ist ein Stil, das große Hoffnung gibt. Also eine andere Situation ist, eine Person kommt und sagt, ich habe diesen schrecklichen Nachbarn. Er hat also Tunnel gegraben in meinen Keller und es gibt Röhren dort und giftige Gase kommen also durch den Keller, also in unser Haus und es macht mich sehr übel. Einige Mal hat er auch meine Suppe vergiftet und er fliegt irgendwie in meine Küche und so weiter und macht Sachen dort. Und es gibt elektronische Geräte, also in meinem Haus, der hat das dort platziert und man sagt also, warum geschieht das? Das hat er im Sinn getan und sagt, also ich stehe im Weg der Mafia, sie haben also diese Pläne und ich bin eine im Prinzip gute Person und ich bin ein Hindernis für die Mafia und sie wollen mich also beseitigen und sie haben ihn bezahlt. Das Geld, das kommt vom Mittleren Osten, das hat mit Sheikh in Arabien zu tun. Das sind böse Nachrichten. Wenn uns nicht gelingt, also etwas Grundsätzliches mit einer solchen Einstellung zu machen, dann gibt es sehr wenig Hoffnung, dass wir auf die neue Weise mit dieser Person arbeiten können. Dann wird man alles projizieren. Ja, man akzeptiert nicht, dass das von dem eigenen Unbewussten kommt oder dass das mit dem eigenen Unbewussten was zu tun hat. Und man wird immer beschuldigen. Ja, die anderen sind schuldig, nicht wahr? Das hat gar nichts mit mir zu tun. Also das ist eine andere extreme Situation. Natürlich ist das nicht immer so klar. David Lukoff, das ist ein Psychiater aus UCLA, aus Los Angeles, aus der Universität. Der hat sich damit sehr viel beschäftigt. Er hat solche Zustände, also Spiritual Emergency, auf DSM-3 bezogen, das heißt das offizielle diagnostische Manual, das man für Klassifikation
benutzt in den Vereinigten Staaten. Und er kritisierte es sehr, sagte, dass man wirklich keinen Unterschied macht zwischen mystischen Erfahrungen und psychotischen Erfahrungen. Alles, was mit geänderten Bewusstseinszuständen zu tun hat, das ist Pathologie. Ja? Und er sagte in seinem Artikel, dass wir also eine Kategorie für mystische Zustände haben sollten und sie von psychotischen Zuständen unterscheiden. Und dann sagt er, möglicherweise sollten wir auch zwei andere Kategorien haben. Das heißt, mystische Zustände mit psychotischen Zügen, psychotische Zustände mit mystischen Zügen. Also es wird nicht immer ganz möglich, also das nett zu unterscheiden, zu differenzieren. In vielen Fällen wird es notwendig sein, also auszuprobieren, ob wir arbeiten können. Und wenn das nicht möglich ist, können wir noch immer also Neuroleptika geben. Es ist immer die Möglichkeit da. Aber in vielen Fällen werden wir das, wenn wir gute Umstände haben, also ohne Neuroleptika machen können. Was da das größte Problem ist, das ist also Mangel oder auch Abwesenheit von Einrichtungen, wo man 24 Stunden täglich Unterstützung geben kann, ohne neuroleptische Therapie. Es existieren solche Anstalten in den Vereinigten Staaten, zum Beispiel Pocket Ranch, das ist eine Stelle, wo man kommen kann, man kann dort leben, auf einem Ranch, und es gibt Leute, die also in solchen Zuständen arbeiten. Wir brauchen wirklich viele solche Stellen mit gut geübten Leuten, die jetzt nicht ganz angenehm fühlen in diesen Zuständen, die das erlebt haben, etwa in psychedelischen Sitzungen oder im Training mit der Holotropentherapie. Die haben mit sehr vielen Leuten gesessen, die geänderte Bewusstseinszustände hatten. Und die können solche Zustände unterstützen und sich vertrauen, also die Dynamik dieser Zustände. Ja. Ja, also das ist das Problem. Ich war von Einrichtungen, wo man Unterstützung kann, wo es Überwachung gibt, 25 Stunden täglich. Das macht man dann nicht in einer ambulanten Situation, ja, wo man mit diesen Leuten 2 Stunden arbeitet und dann schickt man sie nach Hause. Wenn das mehr dauert, dann muss man die richtigen Umstände haben. Das ist das Problem. Aber das Hauptproblem ist, sind das pathologische Zustände, die man verdrängen soll, oder ist das also Megatherapie? Ja? Ist das eine Situation, wo ungeheure Menge von alten Problemen also gelöst werden? Und dann sollten wir also die Therapie an das neue Verstehen anpassen. Man muss also unsere Strategie ändern, wenn das so ist. Ich bin da eigentlich schon gearbeitet und da waren ja positive Bilder da, auch über mehrere Tage. Also der Prinz kommt und rettet sie und Wer kommt? weg und Wer kommt? Der Prinz kommt. Prinz kommt. Und über Radio gibt ja ihre Nachricht. Und sie war ganz glücklich und sie hat das schon gebetet und sie hat sich umgezogen, sie hat immer am Fenster geguckt und hat gewartet, mehrere Tage lang. Und war relativ hilflos. Weil es ist ja nicht irgendwie, dass sie irgendwie eine Paranoia aufklären. Das ist relativ glücklich auch. Ja, was man dort machen muss, nicht wahr, ist eine Idee kriegen, worüber es sich da handelt. Und manchmal muss man probieren, diesen Zustand zu vertiefen. Also manchmal, wenn man das alles mit geöffneten Augen erfährt, dann kriegt man Mischungen von dem Alltäglichen und dem Archetypischen und so weiter. Und damit kann man nicht ganz klar arbeiten. Da muss man also die Person ermutigen,
Augenklappen zu haben und man spielt Musik oder sowas und man arbeitet mit der Person. Wenn die Energie irgendwo blockiert, wird man vollen Ausdruck ermutigen und so weiter. Es ist nicht so, dass wenn man das bloß laufen lässt und die Person also geht herum mit geöffneten Augen, das ist nicht eine ideale Situation für innere Arbeit. Dann muss man das eigene Verstehen des Zustandes benutzen. Man muss also die besten möglichen Bedingungen für die Person schaffen und ihnen durch gewisse Blockierungen helfen. Es gibt auch Stufen in dem Vorgang, die so also angsterzeugend sind oder so schmerzhaft, dass die Person das nicht selber machen wird. Zum Beispiel, wenn man sich dem Ego-Tod nähert. Ja? Wenn man das Gefühl hat, dass man sterben würde, wenn man dort geht und so weiter. Das werden die Leute also nicht sehr gerne machen. Das kann dann sehr, sehr lange dauern. Man kann das verschieben, also sehr, sehr lange verschieben. Also dann muss man probieren, den Vorgang zu konzentrieren und zu vertiefen und dort mit den Leuten zu sein, also sie jetzt zu ermutigen, wirklich durchzugehen. Und wenn man mit diesen Zuständen arbeitet, wird man eine Idee kriegen, was die mögliche Lösung ist für eine gewisse Erfahrung. Man sieht das nicht bloß als Mosaik von Erfahrungen, die keinen tieferen Sinn haben. Ja? Man sieht das als eine Gestalt, also die Anfang und Mitte und ein Ende hat. Und man muss ihnen helfen, ja? In der Richtung, in der sich diese Gestalt bewegt. Das heißt, wir müssen Augen schließen und in Kontakt treten. Was war das? Das heißt eigentlich, was heißt das denn praktisch? So, dass die Klienten dann die Augen schließen, dass man im Raum bleibt. Ja, das heißt zum Beispiel eine Matratze zu haben. Die Person liegt an der Matratze mit geschlossenen Augen oder mit Augenklappen und man kann Musik spielen und sagen, also gehen Sie in die Erfahrung, die es auch möglich ist, nicht wahr? Hängt es irgendwo mit Blockierungen, man kann also dann Arbeit machen, wir machen Töne, man kann sagen, vollen Ausdruck, nicht wahr? Und wenn es Bewegungen gibt, dann wird man wirklich mit der Bewegung gehen. Das ist dasselbe, was wir mit dem Atmen machen. Vollen Ausdruck, also ermutigen. Man muss vertrauen, dass es andere Seite gibt. Wenn man das also bloß auf einen also amorphen pathologischen Zustand sieht, dann hat man wirklich keine Idee, woher das geht oder ob es Ende gibt oder sowas. Und dann kommt die Idee, dass man das alles verdrücken sollte und sie zurückbringen sollte. Hier geht es nochmal um den Ego-Tod. Ja. Das bedeutet also den Zusammenbruch einer bestimmten Struktur, aber es entsteht ja dann ein neues Ego. Das ist richtig. Also es gibt sehr viel Verwirrung, das von der Freudschen Auffassung des Ego kommt. Also Freud hat das so beschrieben, dass das Ego also mit dem Kontakt mit der Wirklichkeit auszutun hat. Also das ist eine Funktion, die das möglich macht, richtig wahrzunehmen, was da ist und dann eine richtige Antwort zu finden. Also das ist sehr wichtig für die Anpassung an die Welt. Ja. Und dann in der Psychoanalyse gibt es sehr viele Probleme, also wenn man nicht das Ego erschüttert, sodass das Ego nicht erschreckt wird und so weiter. You tiptoe around the ego and protect it and so on. Und das ist dann im Konflikt mit der Auffassung in den spirituellen Systemen, wo man sagt, das Ego ist schlecht für dich, ob das schwach ist oder stark. Das ist etwas, das gehen muss. Ja. Man möchte das Ego überwinden. Dann gibt es eine Verwirrung. Und die Psychiater und Psychologen, die über Ego-Tod hören, die haben das Gefühl, dass wenn man Ego verliert, wird man nicht wissen, wie ein Auto zu lenken oder sich
sich einen Hamburger zu kaufen und so weiter. Das ist ganz verloren, man braucht also das Ego. Und wir haben nicht richtige Sprache, wir haben wirklich nicht die Terminologie da. Ich werde probieren, das zu beschreiben, was da passiert. Also das Ego, das stirbt in diesem Prozess. Also wie wir das gestern sagen, also Ego, Tod und Geburt und so weiter. Das ist wirklich im Großen und Ganzen die Gesamtheit der negativen Erfahrungen, die wir mit der Welt hatten. Also die Traumatisierungen aus der Kindheit und dann natürlich die Geburt. Das ist eine fantastische negative Erfahrung, wo auf einmal unsere ganze Welt wurde feindlich und hat uns angegriffen und hat probiert, also uns zu töten. Nicht wahr? Das ist der mütterliche Organismus, das ist die ganze Welt für das Kind. Also das ist eine feindliche Welt dort und das lässt eine Störung, eine Prägung in dem System. Ja? Wir werden anatomisch geboren, aber wir werden das wirklich nicht durcharbeiten emotionell. Also das Moment der biologischen Geburt ist nicht das Moment also der emotionellen Geburt. Es bleibt noch immer also diese Alarmreaktion in dem Organismus, dass die Welt uns also töten kann. Und dass wir stark sein müssen und auch auf neue Gefahren vorbereitet und in Kontrolle und so weiter. Und das schafft also ein falsches Bild von Ego, was wir sein müssen, um also in dieser gefährlichen Welt leben zu können. Es ist also ganz, ganz unwahrscheinlich, dass uns noch etwas solches passiert, was wir in der Geburt erfahren haben, dass die Welt uns das macht. Es ist nicht ausgeschlossen. Ja, es gibt Leute, die durch etwas solches gehen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Also es ist eine sehr nutzlose Struktur, dynamische Struktur. Es erzeugt allerlei Probleme in unserem Leben. Wir haben ein entstelltes Bild dessen, was uns erwartet im Leben, weil wir uns noch nicht auseinandergesetzt haben, damit was passiert ist. Das wird in den Gurdjieff-Schriften als Wunderwaffe bezeichnet. Also das falsche Bild, diese falsche Auffassung, was wir sein müssen und also in welcher Welt wir leben, ja, und so weiter. Und das stirbt. Wunderwaffe. Also ein Puffer, oder? Puffer, ja, Wunderwaffe. Ja, es gibt zwei Arten von Sterben, wenn wir die Geburt wieder erleben. Die erste Form von Sterben, das ist die Agonie, die wir wirklich in dem Geburtskanal erfahren haben, die Erstickungsgefühle und so weiter. Aber dann kommt Ego-Tod und das kommt am Ende der Geburt. Und das ist ganz interessant. Also zum Moment, wenn der Kopf auftaucht, dann die entsprechende Erfahrung ist eine totale Annihilierung, Vernichtung. Was da aber stirbt, ist dieses Programm, dieses Wunderwaffe. Wir haben uns so viel damit identifiziert, dass wir glauben, dass wir damit identisch sind und dass wir auf einmal verlieren wir das. Also wir verlieren die Grenzen, nicht wahr? Wir verlieren das, was uns zusammenhält, und das sind die negativen Erfahrungen. Und wir wissen, dass wir das verlieren, aber wir können uns gar nicht vorstellen, was auf der anderen Seite ist. Dann muss man einen Sprung von Vertrauen machen. Man muss also loslassen, you have to let go. Und dann findest du, dass wenn du die Annihilierung erfährst, also Ego-Tod, dass dort eine ganz, ganz neue Persönlichkeit ist auf der anderen Seite. Also das Einzige, wenn man mit Marx spricht, das Einzige, was man verloren hat, waren die Ketten. Also das heißt die Limitationen, die Konstriktionen und so weiter. Und es gibt eine ganz neue Freiheit. Es ist nicht eine totale Freiheit, es gibt noch immer also allerlei transpersonale Programme, karmische und so weiter. Aber das mit der Geburt zu tun hat, das ist da also gesprengt. Also das ist dann
Ego-Tod. Ja? Das hat gar nichts damit zu tun, ob ich also Tennis spielen kann oder Auto lenken oder die Straße queren kann. Das sind falsche Fantasien, dass man etwas solches verliert. Das sind nur emotionale Hemmungen, die da also gesprengt werden. Aber man wird das so interpretieren, dass das die eigene Vernichtung ist, weil man so viel also damit identifiziert ist. Also emotionale Geburt heißt dann, also wenn ich mit diesem Geburtserlebnis mich emotional auseinandergesetzt habe und das ein geschlossener Kreis wird. Das heißt was? Wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe und das ist eine abgeschlossene Gestalt. Dann das heißt dann also zweimal geboren zu sein. Das heißt Ja. in der hinduistischen Sprache und so weiter. Man wurde einmal anatomisch geboren, wie alle anderen Leute, und aber im Kontrast zu vielen anderen hat man das auch alles ganz, ganz bewusst wieder erlebt und die Emotionen ausgedrückt und die Situation integriert, sodass man könnte sagen, you've caught up emotionally with the fact that you are born. There's no more danger from the birth canal. Und man kann also in dem Alltagsleben so leben, dass man noch immer die Ängste erfährt, die der Geburt gehören, aber man wird das als etwas interpretieren, das von außen droht. Also wir haben eine Welt geschaffen, wo wir so sehr also sicher sein wollen, dass wir eine gefährliche Welt geschaffen haben. Das ist alles Paranoia. Wir wollen also genug Atomwaffen haben, sodass uns der Feind nicht kriegen kann. Und zurzeit haben wir also die Welt verdorben. Also es wäre viel besser, wenn wir also ohne fortleben könnten. Wir würden also sehr wenige Sachen machen und die Welt wäre also viel, viel sicherer. Ja. Einer meiner Patienten hat das mit Kafka vergleicht. Kafka war sehr viel also in dieser Situation, war immer bedroht und so weiter. Und er hat eine Geschichte geschrieben, die heißt Barrow im Englischen. Das ist also ein Loch in der Erde, das ein Maulwurf macht. Ja, ein Tunnel, ja. Und das ist also über diesen Maulwurf und der macht also diesen Korridor unter der Erde für sich und geht dort und ist glücklich für eine Weile und sagt, ich habe ein Haus. Ja. Und dann kommen also paranoide Vorstellungen dann, ich habe nur einen Eingang. Und wenn ein Feind kommt, dann bin ich ja gefangen. Also ich muss Notausgang machen. Und er geht und macht Notausgang und kommt zurück. Und für eine Weile ist glücklich und dann kommt eine andere Idee. Jetzt können zwei Feinde kommen. Und das ist die Idee des Ego, also das ist das Ego, das stirbt in diesem Prozess. Also dass man immer eine Gefahr erwartet, dass man das Gefühl hat, dass man stark sein muss, weil habe ich dann noch das in meinem Klassenstoff genau das, wo man das Immunsystem als Abwehrsystem interpretieren will. Und wenn man den Prozess begangen hat, wird man das ganz untersuchen. was da passiert. Die Funktion des Immunsystems wird dann anschließend anders beurteilt. Ja, ich habe nicht genug Beobachtungen, nicht, also dass ich das also ganz klar verbinden kann. Ich glaube, dass wenn das eine Verknüpfung ist, das ist noch viel weiter, also in dem Transpersonalen. Nicht eine Situation, wo es sich wirklich um grobe Gefahr handelt. Ich habe eine Frage, die ist mir jetzt gekommen, die ist zwar wieder sehr persönlich, aber die ist mir so im Laufe des Nachmittags gekommen. Und zwar auch im Zusammenhang mit dem Ego-Tod. Also ich habe mich sehr in der zweiten perinatalen Matrix wiedergefunden, was meine letzten Jahre angegangen ist. Und würde auch sagen, dass der Wunsch, mich zu töten, also diesem Missverständnis entsprungen ist, den Suizid mit dem Ego-Tod zu verwechseln. Und also meine Analytikerin hat auch immer zu mir gesagt, also du bist der typische Tumorpatient. Also ich meine, sie wäre sicher erschrocken, wenn sie jetzt wüsste, dass ich nach der Analyse tatsächlich einer geworden bin. Also ich sehe das auch als Ausdruck dafür, dass im Grunde die Konflikte in dieser Therapie sich nicht gelöst haben.
könnte der Tumor sozusagen so etwas sein wie ein biologisches Missverständnis. Also, dass plötzlich der Körper versucht, also wenn der Christoph sagt, ich bringe mich nicht um, ja, sondern ich probiere es noch eine Weile, dann sagt, also dann probieren wir es auf der organischen Ebene. Also sozusagen eine biologische Autoaggression, was ja der zweiten perinatalen Matrix auch sehr genau entsprechen würde. Natürlich gibt es Umwelteinflüsse und sowas, das ist klar, nicht? Aber also eine Verstärkung dieser Tendenz vielleicht. Haben Sie da Erfahrungen mit Krebspatienten? Ich habe zwei Assoziationen dazu. Die erste Assoziation ist, es gibt Arbeit von einem Mann, der Engel heißt. Und der hat eine große Studie gemacht von Patienten, die also verschiedene Krankheiten haben. Ja, das sind auch Infektionen und andere Krankheiten. Und er hat gefunden, dass sie vor dem Anfang dieser Krankheiten, das war ein ganzes Spektrum von Krankheiten, in einen Zustand gelungen sind, der er als Given up und Giving up bezeichnet. Also aufgegeben werden und aufgeben. Dass sie aufgeben, auf die Welt aufgeben und dass sie sich aufgegeben fühlen. Also von anderen aufgegeben werden und sich selber aufzugeben. Ja, und seiner Meinung nach, das ist eine Situation, wo man sich dann psychologisch, also biologisch öffnet, also in den pathologischen Zuständen. Ja. Und das Zweite, das bezieht sich auf Krebs. Wir hatten eine Studie von Krebskranken, also über 200 Krebskranken, und wir machen LSD-Sitzungen mit ihnen als Vorbereitung auf den Tod. Das waren alles Leute mit bösartigen Tumoren, also das war Krebs und sehr, sehr fortgeschritten. Und wir wollten erforschen, ob mystische Erfahrungen in den psychedelischen Sitzungen ihnen oder sie von Todesfurcht befreien und ob sie also Einstellung zum Tod ändern und auch den Vorgang von Sterben. Ich habe es im Buch Die Begegnung mit dem Tod beschrieben, das ist durch Ernst Fotter erschienen, also Deutsch. Und das hatte wirklich nichts zu tun mit Therapie. Wir konnten das nicht, auch wenn einige von uns also das Gefühl haben, dass wir das probieren möchten. Wir konnten das nicht tun, weil wir mit ganz traditionellen Chirurgen, also Onkologen, mitarbeiteten und also mit den Patienten darüber zu sprechen, dass möglicherweise dieser Vorgang den Prozess beeinflussen kann. Also das war so fremd dem Denken der Chirurgen. Ich habe das jetzt gemerkt, wenn wir uns darüber gesprochen haben. Ich habe das auch gemerkt, wenn ich jetzt mit meinen Ärzten darüber gesprochen habe, ob sie überhaupt Chancen sehen, das zu beeinflussen durch eine Umstellung der Ernährung oder durch Psychotherapie. Also das war völlig auf Ablehnung gestoßen. Nur habe ich das Glück, dass ich im Moment einen Tumor habe, bei dem es Leute gibt, bei denen ist er über 20 Jahre nicht gewachsen und hat auch nicht bösartig geworden. Ja? Und deswegen interessiert mich das natürlich auch besonders für die Zukunft. Also kann ich vielleicht die Aggression, die sich da manifestiert, irgendwie anders loswerden. Ja? Es gab da Einsichten, die ganz, ganz interessant sind, möglicherweise nicht ganz direkt daran bezogen, worüber du sprichst. Das hatte wirklich mit der Bösartigkeit der Geschwister zu tun. Und das war etwas solches, ich werde das paraphrasieren, also wir haben ein tiefes Bedürfnis, die Grenzen zu verschmelzen und ein Gefühl von Vereinigung mit der kosmischen Energie zu haben. Also eine Erfahrung der kosmischen Einheit, ja, wo man alle Grenzen überwindet. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges in der menschlichen Natur. Wenn da eine sehr, sehr starke Tendenz für etwas solches besteht und es wird nicht psychologisch passieren, das sind Einsichten von einigen Krebskranken, dann ist das möglich, dass etwas Ähnliches, der Körper ausagiert. Und wenn man studiert, was Krebs ist, nicht wahr? Das heißt Dedifferenzierung. Also die mystische Erfahrung ist psychologische Dedifferenzierung. Wir sind sehr bestimmte Wesen, wir sind ganz differenziert. Und in der mystischen Zustand wird man die Differenziertheit aufgeben, die Grenzen verschmelzen und so weiter. Das
wäre ein körperliches Missverständnis sozusagen, worum es eigentlich geht. Ja. Also was im Krebs passiert, ganz, ganz konkret, also histologisch, nicht wahr, ist, dass die Zellen, die differenziert sind, also die Differenzierung aufgeben und sie werden immer mehr regredieren zu jüngeren und jüngeren Formen, also embryologischen Formen. Also bis, wenn das sehr, sehr bösartig ist, dann kann man nicht mehr sagen, von welchem Gewebe das kommt. Manchmal kann man, ja. Das also eine körperliche Regression sozusagen, auf der zellulären Ebene. Ja, also es ist wirklich eine Situation, wo ganz konkret also der Körper sich differenziert, also die Grenzen aufgibt und die Differenzierung also aufgibt. Und die Patienten haben das als eine Alternative gesehen, also zu einer Situation, wo man das psychologisch macht. Das also, wenn es stark ist und wenn etwas also im Wege steht, dann kann man das dann wirklich körperlich obwohl das ja wohl im Wesentlichen noch ein Missverständnis ist. Was? Das ist ja wohl ein Missverständnis vom Körper sozusagen der Situation. Man hat die Erfahrung dann dadurch ja nicht. Ja, es ist wie eine Alternative, also ein alternativer Weg. Ja. Es passiert nicht psychologisch, sondern es wird dann den körperlichen Weg nehmen. Und dann die Möglichkeit ist, dass also psychologisches Öffnen des Weges, also etwas von dem Vorgang, dem körperlichen Vorgang. Das ist mein Ja. So, nee, wir müssen aufhören. Ich kriege Signale, es ist zu der Ende. Also ich möchte Ihnen sehr viel danken für die Geduld. Es waren 2 lange Tage und ich wünsche denjenigen, die also nun die Arbeit mit Theresia und Herbert machen, also eine sehr gute Reise. Es ist natürlich wichtig, in dem Falle von solchen Erfahrungen nicht nur diskutieren, sondern auch die Erfahrungen zu haben. Ich wünsche also alles Beste. Dankeschön.